Mit dem Start von World of Warcraft Classic am 26. August dieses Jahres versuchen wieder unzählige Menschen die geheimnisvolle Welt von Azeroth zu betreten, was allerdings oftmals an den langen Warteschlangen von mehreren Stunden scheitert, die man benötigt, um einen Server zu betreten und die fast schon Ausmaße angenommen haben, wie man sie sonst nur von Supermarktkassen am Abend vor Feiertagen kennt. Oder wie wenn deine Mom wieder Gruppenrabatte hinterm Hauptbahnhof anbietet. Oder das, ja. Und auf all diejenigen, die es nun aber geschafft haben, einen Server zu betreten, wartet eine unverzeihliche Welt voll tödlicher Gefahren, äquivalent zur Lustgrotte einer rumänischen Rastplatzdirne. Und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, extra für all jene waghalsigen Spieler da draußen einen Survival Guide zu erstellen, um sicherzugehen, dass diese auch nach ihrem Aufenthalt in Azeroth noch dazu in der Lage sind, sich meine Videos ohne Adblocker anzuschauen. Und damit herzlich willkommen zu meinem seriösen Survival Guide für World of Warcraft. In diesem Survival Guide reden wir allerdings weniger darüber, wie ihr im Videospiel an sich überlebt, sondern vielmehr darüber, wie ihr euer Real Life gestalten solltet, um ein bestmögliches Spielerlebnis zu erfahren. Hä? Warum? Naja, ganz einfach, weil das Retail World of Warcraft mittlerweile so an den durchschnittlichen Brain AFK Mobile Gamer angepasst wurde, dass man es selbst dann nicht mehr schafft, im Spiel zu sterben, wenn man es möchte. Und WoW Classic ist wie Australien. Da wird alles versuchen, dich zu töten, ganz egal, wie sehr du es zu verhindern versuchst. Die beste Überlebenschance hast du, indem du einen Paladin spielst. Der ist rein an für sich zwar in etwa so angsteinflößend wie die französische Armee, jedoch hast du mit Angstblase plus Ruhestein die wohl effektivste Combo im Petto, um ein verfrühtes Ableben zu verhindern. Für alle anderen gilt, wenn ihr von mehr als 2 Gegnern Aggro ziehen solltet, dann heißt es: Lauf, Schlampe! Lauf! Beginnen wir nun aber mit dem richtigen Survival Guide. Erstens, World of Warcraft ist vergleichbar mit der Matrix. Ihr stöpselt euch ein und verschwimmt mit der Welt, ohne zu wissen, dass ihr noch in einer anderen Welt existiert. Aus diesem Grund solltet ihr auch hier gewisse Vorsichtsmaßnahmen treffen, damit niemand auf die Idee kommt, euch der virtuellen Welt zu entreißen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, hätten wir die Möglichkeit, würden wir alle die blaue Pille schlucken, im Wunderland aufwachen und uns zusammen mit Alice unbekannte Tinkturen aus Flaschen reinkippen, bis wir uns einbilden, von sprechenden Karten verfolgt zu werden. Also schaltet ihr im ersten Schritt jetzt euer Handy aus, trennt euch von eurer Frau oder Freundin, Piss dich also! Und gibt etwaige Haustiere wie Hunde oder Kinder umgehend zur Adoption frei. Darüber hinaus solltet ihr auch in Erwägung ziehen, euren Job zu kündigen, da dieser nur unnötig Zeit frisst, die ihr besser nutzen könntet. Zum Beispiel mit virtuellem Blümchen pflücken. Die 13 € fürs WoW-Abo im Monat kann man auch easy vom Arbeitslosengeld bezahlen, und falls ihr euch dann doch irgendwann nochmal dazu entscheiden solltet, einen richtigen Job anzunehmen, so sammelt ihr in der Zeit problemlos haufenweise gute Referenzen. Hier steht, sie waren in der Zeit von 2019 bis 2022 unter anderem als Kirschner, Schmiede und Kräuterkundler tätig. Was haben sie denn sonst noch so gemacht? Ich hab Onyxia getötet und PvP Rang 14 erreicht. Wow. Sie haben den Job. Zweitens, wie auch im echten Leben gilt in World of Warcraft, Zeit ist Geld. Versucht aus diesem Grund die Zeit, die ihr habt, möglichst effektiv im Spiel zu verbringen und analysiert genau, wo ihr Zeit im echten Leben einsparen könnt. Lästige Toilettengänge lassen sich beispielsweise problemlos durch das Tragen einer Windel umgehen und Essen wird im Allgemeinen überbewertet. Das stimmt. An einer Sache solltet ihr jedoch niemals sparen, und das ist Schlaf. Denn Sekundenschlaf kann nicht nur hinter dem Lenkrad für alle Beteiligten böse ausgehen, sondern auch in Raids könnt ihr dadurch aus Versehen die Gruppe wipen. Deshalb schlaft regelmäßig eure 4 Stunden am Tag, in denen ihr darauf wartet, wieder durch die Warteschlange auf den Server zu kommen, und pumpt euren Körper anschließend auf diversen Wegen mit Koffein voll, was euch wenigstens vorgaukelt, ausgeschlafen zu sein. Und schließlich drittens, da das Spielen von World of Warcraft einem Extremsport gleichkommt, gilt es sich auch beim Spielen ähnlich wie beim Sport zu schützen. Betretet die World of Warcraft also bitte niemals, ohne euch zuvor mit Protektoren auszustatten. Insbesondere das Tragen eines Sturzhelms ist unerlässlich, falls ihr nach stundenlangen Dauerzocken plötzlich ohnmächtig werden solltet. Vertraut mir, ich weiß, wovon ich rede. So, jetzt wo wir also die grundlegenden Real-Life-Survival-Tipps abgehakt haben, kommen wir nun darauf zu sprechen, was euch im Spiel selbst Überlebensvorteile bringen kann. Und dass ihr einen Paladin spielen solltet, habe ich anfangs ja bereits verlauten lassen. Wichtig ist nun in zweiter Instanz aber, dass dieser möglichst weiblich sein sollte. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Und zwar sind weibliche Charaktere balance-technisch im Spiel genauso overpowered wie im echten Leben. Gut, das Ganze ist serverabhängig, aber auf europäischen Servern ist das im Großen und Ganzen so. Und warum ist das so? Weil die plus 10% auf Kochkunst haben? Was? Nein, das wäre ja sexistisch, sondern ganz einfach, weil sie Brüste haben. Ich hab auch Brüste. Ja, Günther, ich weiß, aber große Brüste bei Männern sind in etwa so viel wert wie eine Rolex aus der Türkei. Nein, denn sowohl im echten Leben als auch im Spiel erfahrt ihr als Frau einen gewissen Sympathiebonus, der daher rührt, dass wir Männer schlicht und einfach testosterongesteuerte Primitivlinge sind, die für ein paar schöne Möpse wirklich alles machen. Du brauchst also Hilfe bei einem Quest, jemanden, der dich durch eine Instanz zieht, oder Gold, um dir einen Mount zu kaufen? Kein Problem. Runter mit dem Equip und ab auf den Tisch im nächstbesten Gasthaus.
Und was, wenn ich einen Tauchen spiele? Ach, das macht nichts. Du findest bestimmt auch irgendwo einen Furry, der darauf steht. So viel zu meinen WoW-Survival-Tipps. Abschließend lässt sich festhalten, World of Warcraft Classic zu spielen ist wie schwanger zu sein. Bis man fertig ist, dauert es mindestens 9 Monate, in denen man immer fetter wird, nur um sich am Ende zu fragen, warum zur Hölle man sich das angetan hat. Aber ganz ehrlich, das ist es wert. Tommy, kommt als nächstes vielleicht ein Dark Souls Survival Guide? Nein, geht gut.